I was speaking. Also fürs erste Mal war es, glaube ich, nicht schlecht, aber ich bin ganz schön oft hingefallen. Immer schön auf den Rücken. Man wächst ja mit seinen Aufgaben, heißt es ja so schön. Ich habe hier auf dem Stellplatz einen etwas älteren, ziemlich jecken finnischen Stellplatznachbarn. Und der bunte Hund, der hat diverse Foils und ein Quad dabei und hast du nicht gesehen. Und der hat mich jetzt die ganze Zeit überredet, wenn keine Wellen sind, sein E-Foil zu testen. Ich habe das noch nie gemacht. Und jetzt werde ich mal meinen ganzen Kram anziehen. Neoprenanzug und Hut und hast du nicht gesehen. Ich bin mal gespannt, ob ich das kann. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Mal gucken, wird lustig. Also der verrückte Finne ist jetzt mit dem Quad vorgefahren, habt ihr gesehen? Ich fahre mit dem Fahrrad hinterher. Ich zeige euch gleich nochmal mein Outfit hier im Detail. Weil mir ja immer kalt ist, wie ihr ja wisst, habe ich einen 543er Neoprenanzug. Ich glaube, das ziehen Menschen, denen nicht so kalt ist wie mir, an, wenn die in Irland surfen gehen. Aber hier ist Wassertemperatur 15 Grad, von daher, ich bin da sehr froh. Dann habe ich immer diesen Hut, also es ist ein Sonnenhut und ein Helm. Ich hoffe, man hört das, der ist richtig robust, sieht aber nicht aus wie ein Helm. Dann habe ich natürlich immer 3 mm Boots an. A, weil mir kalt ist und B, weil halt oft auch Felsen sind und so und ich da surfe, wo ich nicht weiß, was im Wasser ist. Sicher, sicher. Und natürlich hier die Schlumpfnase. And then water and this remote on. Good luck, good luck. Dankeschön. Oh, das war richtig cool. Das hat echt Spaß gemacht. Ich war total überrascht. Nachdem ich mich erstmal nur zerlegt habe, hat das auf jeden Fall viel besser geklappt, als ich gedacht hätte. Und ja, danke Tamu. Du verrückter Hund. Ich bin jetzt hier am letzten Tag angekommen in Andalusien. Ich wollte eigentlich länger bleiben, aber ich hatte das ja im letzten Video schon angekündigt. An den Wellen hat sich leider nichts getan. Es ist super Wetter. Irgendwie jeden Tag so, weiß ich nicht, 20 Grad, aber in der Sonne dann, mein Gott, ich muss mich mit 50 eincremen, ne? So hatte ich auch schon mal erwähnt. Man ist halt hier in der Nähe von Afrika und also wenn du in der Sonne sitzt, knallt das schon richtig. Aber jetzt wird es halt langsam Zeit, dann mal aufzubrechen. Nicht wundern, ich fahre mal Geschirr spülen, dann sieht das hier immer so ein bisschen aus. Aber ich dachte, was soll ich mich immer in so einen aufgeräumten Van stellen hier oder Wohnmobil? Ist ja Quatsch, ihr wollt ja ein bisschen was sehen von dem, was ich mache im Zweifel. Würde ich zumindest gerne, wenn ich es gucken würde. Und ja, deswegen, so sieht das dann aus. Jetzt muss ich mal schauen, was ich heute mache. Mal gucken, vielleicht mache ich noch mal so ein kleines Lagerfeuerding und pack mal die Flitsche aus heute Abend. Dadurch passiert, das eine ist doch klar. Das Schönste, was man schon all die lange Jahre ist unser Fehde, denn hier hält man zusammen, ja.
bald war doch passiert in unserem Fehler. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. So, jetzt war ich gerade noch beim Mercadona einkaufen. Ich bin jetzt schon eine ganze Strecke gefahren, einmal quasi wieder hinter Sevilla hoch und fahre jetzt schräg über Land, bin jetzt in Safra, heißt das glaube ich. Hier habe ich getankt, musste ich nochmal einmal und dann war hier auch direkt Mercadona um die Ecke. Da habe ich jetzt noch mal ein paar Lebensmittel eingekauft. Das nächste Wochenende ist das Osterwochenende, da ist alles zu. Kann man ja mal, muss man mal ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, wie es in Portugal ist, aber sicher ist sicher. Wie deutsch von mir. Ja, aber ich hatte jetzt tatsächlich sehr wenig Sachen nur noch. Ja, ist ja jetzt eh auch Wochenende und wenn ich in Portugal an der Küste ankomme, stehe ich wahrscheinlich frei. Und keine Ahnung, ob da ein Supermarkt direkt ist oder nicht und so, muss ich mich darauf zumindest jetzt mal nicht kümmern. Jetzt werde ich direkt weiterfahren, nochmal hoch an den Grenzort. Ich glaube, Bados heißt der Ort. Und werde da nochmal tanken. Dann übernachten. Ich weiß noch nicht genau wo. Da gibt es 2 Gratis-Stellplätze von der Kommune, was ziemlich cool ist. Und werde dann morgen die Gasflasche nochmal tauschen. Und dann geht's ab nach Portugal. Ich bin gespannt. Die andere Seite, oder das gehört auch dazu, zum Wohnmobilreisen. Wenn man dann Pech hat ein bisschen, dann landet man halt auf so einem nicht so schönen Platz, aber das macht nichts, weil der ist hier hinter einem Tor gesichert. Das heißt, hier passiert nachts nichts. In dem Ort, jetzt ist der Grenzort zu Portugal, da gab es noch eigentlich auch 2 weitere Gratisplätze. Und der eine war rappelsvoll, da waren aber auch nur 10. Das war an so einer Brücke in der im Stadtzentrum in der Innenstadt. Ziemlich schön, aber deswegen war der natürlich jetzt auch schon um 17 Uhr voll, als ich da war. Und der zweite, den gibt's gar nicht mehr. Da wird gerade alles umgebaut. Und das war dann der dritte. Gut, ne? Ich sehe hier gibt eine Toilette, beziehungsweise nein, aber man kann die Toilette entleeren. Ganz normale Entfer- und Entsorgung. Es gibt scheinbar sogar Waschmaschinen. Für 1 Euro öffnet sich das Tor und dann kannst du 30 Tage hier stehen. Also gut, ich sag mal so, ist ja jetzt eh nur für eine Durchreise. Ne? Ich fahre ja jetzt eigentlich nach Portugal und dann passt das doch. Obwohl es hier 28 Grad sind und auch noch tatsächlich lange heute Abend es sehr heiß bleibt. Verrückterweise es dann allerdings einen Temperatursturz quasi gibt und es irgendwie 9 Grad noch werden heute Nacht. Also interessanter Ort hier. Ja, trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen, nochmal im Omnia was zu kochen, aber diesmal nicht ganz so ungesund. Können wir mal reingucken, ist nämlich jetzt gerade fertig geworden. Ja, ich glaube, es war noch ein bisschen zu kurz von der gesamten Backofenzeit. Macht nichts. Ich lerne ja noch. Ich bin ja kein Omnia-Profi, sondern nur so ein kleiner heimlicher Fanboy. Ja, war der erste Auflauf. Gut. Vielleicht muss er einfach noch was länger rein. Vielleicht ein bisschen weniger Flüssigkeit. Es wird auf jeden Fall schmecken. Ich habe schon heimlich probiert. Das ist super. Ja, und damit endet dann dieses Video jetzt auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr möchtet und mehr Videos sehen wollt, lasst mir ein Like da und abonniert den Kanal und kommentiert fleißig. Da freut sich der Algorithmus und pusht mich in alle möglichen Hemisphären, YouTube-Hemisphären. Nein, macht wie ihr wollt. Alles gut.
Ich wollte es mal einmal gesagt haben. Die YouTuber, die ich gucke, die sagen das immer in jedem Video. Naja. Ja, also gehabt euch wohl. Ich sag guten Appetit und wir sehen uns in Portugal. Hey, hält mal zusammen, egal was doch passiert in unserem Film. Na 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 na, na 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 na.